Wir sind in der Mitte von der Botschaften, was wir nennen Jesus als Grata. Und wir haben uns von verschiedenen Dingen unterhalten, von wo Jesus als Grata aus den Propheten, heißt Grata aus Engel, heißt Grata aus den Priester, Grata aus den Opfer. Und von der will ich von reden, dass Jesus als Grata aus dem Bunt. Jesus als Grata aus dem Bunt. Na, dat Wort Bunt, vielleicht hast du ein interessantes Wort für uns, aber das meint vielleicht kann man sagen, ein Contract, ein Kontrakt, aber das ist ein bisschen mehr als das ist wichtig, das ist ein Verständnis von zwei Menschen oder zwei Seiten unter sich haben. Zum Beispiel morgen früh in eurem Bund, das ist, dass wir uns versprechen, ab Lebenszeit treu sein, ich will die Lebenszeit bei dir wohnen, ich will Lebenszeit für die halten, sondern den dort versprechen wir uns immer ab Bekas. Und das nennen wir einen Bund. Und so von der will ich reden, von Jesus ist Grata aus dem Bund. Ich glaube an Jesus sind, dass ich sie wie gleich in alle neue Dinge. Unsere Kleider waren alt, unsere Fortja, unsere Häuser, unsere Show. Und dann jeder Schein mal war ein neues Ding, nicht? Und jeder ein stolzer Schein, wenn wir ein neues Ding haben. Und einmal wird wir gleich in uns selbst mal nie merken. Vielleicht mal war er durchkneten und frisch baten, nicht? Da hat mal ein bisschen anderes Bildchen für Diese Lieder sind zum ersten Mal in der großen Stadt. Und nu ist die früh mit ihren Kindern, sie sind in ein Gebiet, im Mond erst in ein Stuhl und so weiter, und so diese früh mit ihren Kindern, sie sind in Gebieten da gewohnt, da sind mehrere deren. Dann einmal sie hat ein Aula Mann, ganz cool kappig und so weiter, jeder da Hand, direkt auf einen Knopf schnappen, und dann gehen die deren auf, jeder da nähen, und dann gehen die deren war tau. Und diese früh und die Kinder, sie haben noch niemals so gesehen, sie sind zum ersten Mal in ihr Leben in einer großen Stadt. Sie checken mit Schatel große Uhr und worden durch Jaft, aber wo sie da, wo sie dann angehen. Meist was steht der war oben und kommt ein junger Mann raus. Dann sagt die Mama zu den Kindern, gut holt Papa. Wir gleichen nie Dinge, nicht? Wir wollen uns nie merken. So, wir würden vielleicht gleichen, wo sie nicht deren haben, wo wir können durchgehen, und dann, wenn wir rauskommen, war ein Schmack hoch, ein bisschen dünner geworden, ein bisschen jünger. Mit grater Muscles und was immer alle, nicht? Aber wir gleichen nie Dinge. Und von der will ich Ihnen vertellen von einem neuen Ding, was Gott gibt, ein neues Ding, was Gott geplant hat. Und das ist in Wirklichkeit das beste neue Ding, was wir ever haben. Und das ist der Bund. Und weet je, in Hebräer, wir sind im Hebräerbrief, durch Kapitel 7, Vers 22, Port von der Vers sagt es dit. Und so viel sicherer haben wir in Jesus einen besseren Bund. Und weet je, wir haben in den letzten Wochen davon geredet, von wo Jesus besser ist und wo er Grata ist und er ist wichtiger als rein alle anderen Dinge. Und das Ziel von dieser Botschaften ist, dass in uns Leben, in uns Denken, in uns Hort, was Jesus der Erste steht hat. Er wird wichtiger sein als uns Geld, aus unseren Motorcycles, die bieten stehen, aus unseren Fortjahr, aus wie Salz sind, oder was immer das alles ist. Und so Jesus als Grata heißt wichtiger, er ist besser. Und dann in Hebräer 8, Vers 13, da sagt es das, wenn er von einem neuen Bund redet, dann meint er, dass der erste ist alt geworden. Und was über alles in utgenutzt ist, verschwindet bald. Und so, wir haben das interessante Bild, ein interessantes Thema in der Bibel, dass Gott hat einen Bund angeführt, den alten Bund, aber der wird alt, aber der ist von der Zeit und ich will Ihnen ein bisschen davon vertellen. Aber der ist von der Zeit und Gott hat geplant, da wird eine Zeit kommen, wo er einen neuen Bund anbringen, ein new Covenant. Und so das, wo von der wir ein bisschen von reden. Die Geschichtsschreiber sagen uns, dass zu der Zeit, zu Abraham seine Zeit, dann wird ein Bund auf einem sehr interessanten Weg festgesetzt. Was sie deuten, weil man sagen, das sind zwei wichtige Männer, die würden einen wichtigen Bund merken. Das wird nicht getan für jeder kleine Ding, was der entscheiden deuten. Aber wenn sie einen wichtigen Bund merken, dann würden sie einen Beiß nehmen, ein Tier, irgendeine Kase oder vielleicht einen Ball oder was immer, dann würden sie den in der Meer abschneiden. Dann würden sie den schlachten, den Daut merken, in der Meer abschneiden, an die Sieden durch Handlein, und dann gingen sie dort durch, und mitten dadurch gehen sehen sie, dass wenn ich das Bund nicht verholen, dann kostet all mein Feises, oder dann kostet mich Salz anbringen. Was immer so ein Agreement dann wir. Aber
der Bund, der wird sozusagen mit Blut festgesagt. Und so sie sagen, wenn ich das nicht will holen, dann kannst du mein haben Gott, so steht, oder dann kannst du mein Feu, so steht. Ich wundere einmal, wenn wir dort wurden down ab eine Kasse. In der Morgen früh, die würden sich einen Ball mitbringen. Eine interessante Kasse, nicht? Dann würden wir den da Büten schlachten. Dann würden wir die Sieden da anleihen. Und als Port von den Eihebund schlitten, würden sie da durchgehen. Dann würden sie sich um sich sagen, wenn ich nicht trü sie in das Eihebund, dann kannst du mich dort mehr. Mit Reich. Ich wundere einmal, warum wir down to uns, because ein Eihebund ist ein welcher Bund, aber von der schon da hat er fertig gebrochen und so weiter. Und so, ein Bund, wie wichtig, der wird mit Blut festgesagt. Aber weißt du, Gott sein Bund wird mit Blut festgesagt. In Hebräer 9, Vers 18, da redet Paulus davon, Vers 18 und 19, da sagt es das. Deswegen hat auch das erste Testament keine Wirkung ohne Blut. Und so das erste Testament, dort wird mit Blut festgesagt. Der nächste Vers sagt wird, was sie deuten. Als Moses dort folgt, dort ganze Gesetz mit allen Geboten gesagt hat, nimm hij Blut von Kalve und Baak mit Wute und blutrode Wal in een Wäsch Isop-Aster und bespritzt dort Buch damit und auch dort Volk. Und hij sagt, dit ist dort Blut, womit das Testament in Kraft gesetzt wird, dort Gott jünt befohlen hat zu holen. Und so der oude Bund, dort wie ein blutige Bund können sein. Und ich habe ihnen all gesagt, dass die Hiese, was sie hatten zum Anbeten, der sehr schmacker Tempel, dort wie eine Schlachterie. Da waren tausende Tiere totgemerkt in ein Jahr, in Blut, alles wird mit Blut bespritzt. Ich habe mich fertig gewundert und gefragt, wo stinkt das nicht schrecklich aus sich? Und ich weiß nicht, was das gleich deuten. Aber anyway, dort wird alle mit Blut bespritzt, wegen Gott sein Bund mit uns, ist ein Lebensbund. Er gibt sein Leben sozusagen. Der nächste Vers in 1. Korinther 11, Vers 25, das ist ein Vers, was wir immer brücken am Overmal. Und das sagt es dit. Grut so neem hem noem eten ook dat kuffel en zei, dit kuffel is de nieuwe Bund in meinem Blut. Want je dat drinken, doet dat om aan mij te denken. En zo, de oude Bund wordt met bloed vastgezet, maar met tierenbloed. En dat is wat we gezien hebben in de vier werken. Dat we een kassenbloed, schubsbloed, maar dat kan geen zin wegnemen. Maar dat wordt met bloed vastgezet. Maar dan komt de nieuwe Bund. En dan gaat Jezus zelfs. En Jezus zelfs bracht zijn bloed. Hij zelfs wordt doodgemerkt. Hij zelfs bloed uit. En hij zelfs, zegt de schrift, ging in alle heiligsten aan in den himmlischen Tempel met zijn bloed. En onze eeuwige Erlösung is vastgezet met zijn bloed. En zo een thema waar ik van jou wil zeer betonen, dat het als Jezus Christus zijn bloed, wat die raden, dat niet die goede woorden, of die goede mens zijn, of wat immer we alle hebben. Ik heb dat al veelmaal gezegd. En ik wil je dat van jou nog waar zeer klar merken, dat we zijn geraad op Jezus zijn bloed. Du hast met Gott een bund op Jezus zijn bloed, maar du hast geen bund. Du hast bloß die Einweg, und du hast bloß das eine Blut. Und so jedes Mal, wenn wir Overmal feiern, dann soll das ein Dankfest für uns sein, für das Blut, was Jesus hier gegeben hat. Na, ich weiß, für viele von uns ist Overmal ein Fluch gewesen, dass wir abwaschen, und dass wir bloß eine düstere Zeit, und dass wir eine Zeit, wo wir uns verdammt halten und so weiter. Aber das ist nicht, was Overmal soll sein. Und so, sein Blut ist gegeben für uns. Und jetzt das alte Bund. Dort wie ein interessanter Bund, dort wie ein Bund zwischen Gott und dem Mensch. Und ich will Ihnen vorsagen, die Unterschied zwischen diesen zwei Bunden oder Binde. Der alte Bund, dort wie ein Agreement, dort wie ein zwischen Gott und dem Mensch. Der neue Bund, der ist zwischen Gott und Gott. Der neue Bund ist zwischen Gott und Gott, oder wir können sagen, zwischen den Führer und den Sehen. Und ich werde ein bisschen von reden. Aber der alte Bund, der wird zwischen Gott und Mensch, und der Mensch muss das Gesetz horchen, dann wird Gott seinen Bund in Erfüllung bringen. Horcht, was er sagt in 5. Mose 11, Vers 28. Nu horcht, ich sage Ihnen von dir für eine Wohl, weil Sie ein Sehen oder ein Fluch haben. Sie kriegen ein Sehen, wenn Sie dem Herrn Gott sein Gesetz holen, der ich Ihnen von dir gebe. Und Sie kriegen ein Fluch, wenn Sie diese Gesetze, die der Herrn Gott Ihnen gibt, nicht holen wollen, und Sie von den Weichdrehen, den ich Ihnen von dir gebe, und andere Jätter dein, die Sie nie nicht euer gekannt haben.
Der oude Bunt, und das ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen, der oude Bunt wie ein Bunt von Worten. Dort wie ein Bund von, was du kannst tun. Dort wie ein Bund von, was du willst holen. Und dort wo das ganze Problem bin wir. Und wir wollen das Lot ein bisschen klarer sein. Aber er sagt, ich sage euch, sehen ein Fluch für. Und so das wir ein Verhältnis zwischen Gott und dem Mensch. Und Gott sagt, ich will euch sehen, wann die das wollen tun. Und das ist ein Weg, wo sehr, sehr viele Menschen ihr Christenleben leben, von dir. Das ist die Ursache, wo viele Menschen nicht froh sind in ihr Christenleben. Das ist die Ursache, wo wir really nicht wollen, Jesus nur folgen wollen, in uns Weg von denken, als dort ein Leben von down, tim dass Gott mir was sehen. Und weißt du, der neue Bund schafft nichts so dort. Der alte Bund schafft es dort. Und wenn wir nicht verstehen, den Unterschied, und ein von den Problemen, was wir haben, ist, dass wir dann den alten Bund und den neuen Bund mischen. Und du sagst, some Dinge in den alten Bund den gleichen, dann holen wir den hier an, und dann über dem haben wir so ein halbes Gesetz, ein halbes Gnade, ein Sonntag haben wir Gnade, ein Sonntag Gesetz. Und so, und das ist ein Fluch ab uns Leben, das ist eine Bedrohung ab uns Leben, das ist ein mautloses, friedenloses Leben, aber wir wollen Christen, wir wollen nicht verloren gehen. Und weißt du, das ist das Leben, was viel zu viel sogenannte Christen leben. Und die Ursache, dass wir nicht wirklich froh sind, als wenn wir sind mit einem Fout immer noch in das System, das war eigentlich so und so was tun, dann wird Gott mich strafen, dann wird mich das tun, dann wird ich unter einen Fluch sein, dann kriege ich das. Aber sag auch was, dann wird es ein bisschen so, dass wenn du irgendwas troubled, besonders schon am Montag, das wird dann klar, wir haben uns am Sonntag versündigt. Und da müssen wir mal nachgerufen sein, wo hat mich versündigt Sonntag? Oder wenn irgendwer ein Accident hat, weißt du, Lied, wir reden, das wäre ich irgendwo fahren, vielleicht in unsere kleinen Gruppen. Aber ich muss noch einmal aufpassen mit mir, dass wenn wir einmal wer ein Accident hat, dass mir das nicht durch den Kopf dreht einmal, ich wundere, was ich tun habe. Und ich wundere, wie viel von Jesus dort denken. Jemand hat ein Accident, jemand ist was geworden, jemand ist beschädigt oder irgendwas. Ich wundere, was ich tun habe. Und dann fangen wir an, beten in sein Leben an zu checken, okay, was lebt er für ein Leben, oder was würde denn so passieren? Und weißt du, das ist das Denken von den alten Bund. Das ist, wo wir fertig abgetimt sind, dass wenn das so passiert, oder mal durch sind, wenn ich sie in Sinn und so weiter. Und noch ein Ding ist, dass all das Beise, was uns passiert, das recken wie Gott tut. Und da will ich einfach sagen, Gott hat nicht beise Dinge, okay? Ich meine, das ist ein ganzer Thema für sich allein. Aber in den neuen Bund, da haben wir einen Bund, der ist zwischen Gott und Gott. Der ist nicht zwischen Gott und den Menschen. Und so ich wollte ein bisschen davon reden, wenn some von Ihnen hat an Frauen überall. So wir haben das Bund. In Grata 3, Vers 10, da sagt Paulus von den alten Bund, oder von wo er schafft und wo ihn den nicht really für ewig wird. Wer sich ab Worten mit dem Gesetz verlässt, ist unter ein Fluch. Wer in der Schrift sagt, verflucht, ist jeder einer, der nicht alles hält in das, was im Gesetz geschrieben steht. Na, weißt du, das ist ein interessanter Ding. Wie man dann denkt, dass das Gesetz kommt von Gott. Nun sagt Paulus, aber der Gesetz hat einen Fluch. Na, weißt du, wo in der Fluch wir? Römer 8, Vers 3. Er sagt, was das Gesetz nicht tun kann, weil es durch das Fleisch geschwagt wird. So werden wir das Taubstellen. Paulus sagt, du hast einen Fluch und ein Gesetz. Und weißt du, was der Fluch ist? Der Fluch ist, dass du kostet nicht 100% holen. Weißt du, wohin du das nicht 100% holen kannst? Wenn dein Fleisch ist schwach. Dort wollen habe ich, aber das Tun bringen wir nicht vor dich. Das ist, was Paulus von redet in Römer 7. Das erste Part von das Kapitel, lest das mal, nee, das letzte Part. Und er sagt, das will ich tun, aber ich tue nicht, dort will ich nicht, nicht durch. Und jeder einer von uns wird krank von was redet. Because das ist uns Leben nicht geschafft. Und so, wir sind Menschen, wir sind gefallen, wir haben ein schwaches Fleisch, wir können euch gehen, wir können euch das Gesetz ganz holen. Und weißt du, eine Ursache, wo wenn Menschen ein trüges Christenleben leben, als wenn sie weiten dort 100% näher in ihr denken, dass sie sind nicht vollkommen. Du weißt dort, dass du hast Fehler. Und wenn du so ein Mensch bist, was du sagst, ich habe keinen Fehler, ich bin 100% perfekt, dann sagen wir zu dir, oh, so ein selbstgerechter Mensch, mit dem sieht nicht mal taub. Und so, wir weiten dort, dass wir haben Fehler. Wir weiten dort, wir merken dort gleich. Aber das Gesetz sagt, wenn du nicht warst,
Wenn du nicht warst 7 Tage Weg, 24 Stunden, 365 Tage in das Jahr, wenn du nicht warst 100% immer, dein rein ganzes Leben, das gesagt horchen, 100% horchen, dann bist du in einen Fluch. Wer von uns kann sein, dass wir das holen können? Nimm bloß mal die 10 Gebote und dann sag ich mir mal, dass du noch niemals eingebrochen hast. Und dann weit wie alle da wir haben. Und so wie kann ich euch holen. Und dort wird das alle Bunt. Und so dort wird der Fluch und ein alle Bunt, wo Paulus von redet. Nu wollen die Juden dort was Tränen anbringen. Und weißt ihr, Lied, wenn wir in den neuen Bund Port von den alle Bunt anbringen, wir bringen durch Worten an, wir bringen durch auch sonst die Juden an. Sie brauchten die Beschneidung an, wir bringen andere Dinge an. Und dann können wir euch holen und dann geht uns das Schlag und dann fallen wir uns verdammt. Und wir können nicht verstehen, dass der Bund ist zwischen Gott und Gott. Und dann sagt wir uns selbst und wir merken das gleich und dann sind wir bedrückt. Der neue Bund, das ist ein Bund in Jesus Christus sein Evangelium. Weißt ihr, was Jesus sein Evangelium ist? 4 Sünder, sehe ich ihn dort und ich will ihn dort noch einmal sagen. Das Evangelium von Jesus Christus kart geführt als Jesus sein Tod, sein Grab und seine Auferstehung. Das ist das Evangelium. Na, wir haben das Evangelium kompliziert gemerkt, wir haben da noch hunderte Dinge beigetan, aber in Wirklichkeit das Evangelium von Jesus Christus ist sein Tod, sein Grab, seine Auferstehung. In Römer 8, Vers 32, da sagt Jesus das, wo die, also er redet von Gott, wo die sind einen sehen von uns alle handgeben, uns dann nicht alles mit am schenken. Und weißt ihr, das Vers, den glaube ich euch. Wir glauben den nicht really. Oh, wir würden vielleicht auch glauben, dass wir durch Jesus geraten sind, aber dass er uns alles was geben mit Jesus. Weißt ihr, Schwester, der rein ganze Sehen, alle Sehnungen von Himmel, die sind dienen in Christus. Ich sage einmal, alles, was der Himmel zu beiden hat, dort ist dient in Christus. Dort ist der neue Bund. Und so Gott hat uns geraten mit seinen Sehnen, hat den Bund festgemacht mit seinen Blut dabei, hat die auch rein jeder Sehn gegeben, was der Himmel zu beiden hat, dort alles dient in Jesus Christus. Aber weißt ihr, was uns Trouble ist? Wir leben dort nicht wirklich. Because wir checken uns Leben und wir haben Trouble in dieser Welt und so weiter. Und ich verstehe die Schrift so, wir wollen immer Trouble haben, aber die Sehnungen, die geistlichen Sehnungen, auf dieser Welt leben in einer gefallenen Welt, mit einer gefallenen Körper und dort, wo in so viele Dinge sind. Aber alles, was der Himmel zu beiden hat, verrein alle Ewigkeit, dort ist uns in Christus. Wir haben es in Jesus. In Römer 4, Vers 4 und 5, sehr interessante Vers, da redet Paulus von der Unterschied, von den Allebund und Nierbund. Er sagt es dort, in Arbeiter sein Lohn wird nicht aus dem Geschenk angesehen, aber aus dort, was er verdient hat. Na, das kann ich verstehen, nicht? Die haben meist alle Arbeiter. Und die tun, wohin tun die denn? Wenn die haben für jüngst geschafft. Wer von ihnen hat einen Arbeiter, der das rein ist, aber die gestern immer jeder Werk ein Geschenk. Gestern immer jeder Werk 3000 Peso, das ist ein Geschenk. Das ist nicht really, wo die Welt schafft, ist es? Und so wie verdienen uns Dinge. Und das, was ich hier sagt, ein Geschenk ist nicht so, was du die verdient hast. Dann kommt hier ein Ober. Ein von den großen Ober in der Schrift. Und er sagt, Ober für den, der nicht mit Worten angeht, aber an den glaubt, der du gottlose gerecht merkt, dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit ungerechnet. Na, weißt ihr, das ist ein sehr interessanter Vers, wenn wir das geistlich nun reden. Was Paulus gesagt hat, wenn du schaffen das, sehr schaffen das, und du bist ein schrecklich feiner Mensch, na, was, du bist ein schrecklich feiner Mensch, du bist ein sehr feiner Mensch, und du das alles reich, und du kostet dir Satz und mindestens 95% holen, und du bist ein sehr feiner Mensch, ich meine, du hast die Wort verdient, du bist demütig gewesen, du bist dich gehorsam gewesen, du bist standhaft geblieben in all den Lieden, was immer das alles ist, aber du bist ein feiner Mensch. Du willst das einen guten Lohn kriegen. Das ist, wie Menschen denken. Dann sagt Jesus, aber der, der nicht schafft, und aber glaubt. Na, so ein Vers ist das, weil wir nicht vertreten, weil wir nicht sagen, oh, dann will ich bloß bleiben und niemals für Gott leben. Das ist nicht, was er sagt. Aber was er sagt, das hielt mal ab, mit dem Versehen, die Seligkeit zu verdienen, und glaubt mal, dass Jesus die all hat für die verdient. Die Erlösung ist ein Geschenk, nicht verdient. Die Erlösung ist ein Geschenk. Das ist eine Gnade. Das ist ein Geschenk von Gott. Und so, wenn wir 3 nach Römer 8, Vers 3 gehen, ich lasse es in den halben Vers und ich will den ganz lesen. Er sagt, was das Gesetz nicht tun kann, will es, dass durch das Fleisch geschwagt wird. Dort tät Gott. Dort tät Gott.
Weet je, diese 3 Werte, die merken den Unterschied 100% von oude Bund und nieuwe Bund. Und ich will an die Sachen das schreien. Wo das Fleisch nicht können, wenn es schwach wird. Du kannst das gleich hauen. Du wie immer ein Fluch auf dein Leben. Aber nu hat Gott das wahrgenommen. Weißt du, warum? Because Gott tut das. Weißt du, Jesus kam und er lebt für dich. Und er will gehorsam im Gesetz. Jesus Christus, der erfällt das Gesetz. So er sagt, wo das Fleisch nicht tun kann, wenn das Fleisch zu schwach wird, dort tut Gott. Er schickt ihn sehen in Menschengestalt als ein Opfer für den Sinn. Und verdammt den Sinn im Fleisch. Und so der neue Bund. Du hast Jesus gekommen. Er hat für dich gelebt. Er ist für dich vollkommen gewesen. Er ist für dich die Gerechtigkeit für Gott. Und wenn wir das nicht verstehen, dass der neue Bund ist zwischen den Führern und den Sehen, das ist nicht zwischen die und den Führern. Na, ihr wisst, wenn einer sieht, können wir sagen, okay, na ja, aber wo komme ich dann an? Du kommst du bloß an in den Glauben. Wenn du dort liest, dass Gott hat einen Bund gemacht zwischen Arm und Jesus, dann sagt die Bibel, was hat die raten. Das ist amazing. Bleib dort mal, dass Gott hat einen Bund gemacht zwischen Arm und Arm. Zwischen Gott und Gott. Aber zwischen den Führern und Sehen, das ist ein anderer Weg von das selbst Ding sein. Und so nu dort wie das Bund hat, nu sagt in 1. Johannes 1,12, aber all die Arm abnehmen und sie nun bleiben, ja, für die Macht, Gott seine Kinder zu sein. Das Vers handelt sich ganz von Gott. Er sagt, wenn wir dort bleiben, dann wird er uns die Kraft geben, er hilft uns das Reich, Gott seine Kinder zu sein. Das ist nicht, was du dir verdient hast. Das ist nicht, was wir nu dort, wie wir mal alle Gesetze geholt haben, wenn wir dort haben können. Römer 5,1 sagt, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Welches Lied? Das neue Bund. Der ist sehr, sehr wichtig. Und welche Gott sagt uns von der eine Wohlfahrt sozusagen. Kriegst du es in Israel dort? Bloß es handelt sich nicht um eine Wohl, wo er sagt, wenn du mein Gesetz kriegst holen, dann will ich die so sehr sehen. Das Wohl, was ich du hast, ist, als du was in einem Fluch leben, oder in einem Sehen, als du was selbst versägen, das Gesetz zu holen, selbst versägen, Gott seine Erlösung zu verdienen, oder du nimmst dort an, was die Führenden sehen, haben tun. Den Bund, was sie gemerkt haben. Ein Schreiber sagt, wir sind alle Bundbrecher, aber er ist ein Bundmerker und er ist gemerkt in seinem Blut. Jesus hat ihn gesandt sozusagen, er hat ihn gestampelt mit seinem eigenen Blut. Die Frau, die dann abkommt, ist, wo wir der alte Bund. Ich weiß nicht, wie die Frau ganz haben, aber die Bibel gibt uns eine Antwort auf das. Paulus redet von dort im Galaterbrief, und die ganze Galaterbrief handelt sich um das selbe Ding. Paulus hat das Evangelium gepredigt, nicht haben die Juden hängen an, gesetzliche Juden, ich lese wie ein Christen, aber sie halten sich an das Gesetz und die lehren sie die Herden, auch wenn jemand nach das Gesetz holen. So unterscheidend selig worden. Und so dort ist der Galaterbrief geschrieben, und so der Galaterbrief handelt sich sehr von das. So in Galater, Kapitel 3, Vers 19, da redet Paulus von das selbe Ding. Und er sagt es dort, warum dann das Gesetz? Dort wie eine Frau die Jahre haben, und dort ist eine Frau die wir haben. Warum dann das Gesetz? Dann sagt er, das Gesetz wird boven angegeben, dass wir daran sagen können, was Sinn ist. Aber der kommen wird, der uns versprechen wir. Und so er sagt hier 2 Dinge. Er sagt, das Gesetz wird gegeben, die Menschen lehren, dass sie merken, dass nicht für Gott. Na, wie man hier mit einem Grata Bild malen. Weil Gott hat sich Abraham geraubt. Abraham, durch Abraham ein großes Volk. Und Gott hat Abraham versprochen. Ich werde diese Verse nicht alle lesen. Ich kann die selbst lesen in Kapitel 3 hier im Galaterbrief. Aber Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben. Dort Versprechen, das ging ganz bei Jesus. Gott hat zu Abraham gesagt, durch die, wat de Welt gesehen worden. Und Paulus sagt in Galaterbrief, dat niet nur Jesus. Und so Gott sagt zu Abraham, ich will einen Messias in die Welt bringen. Und das Messias, der wird ihn tragen. Und dann sagt Paulus hier, dann kam das Gesetz, dort zwischen Gott und Gesetz. Weißt du, wo wir? Wenn diese Menschen, die durch Abraham kamen, die mussten lernen, dass das auf ein Gott,
Die mussten lernen, dass das Gott als der Schöpfer ist. Die mussten lernen, wo das Gott denkt. Und dort soll ein Volk sein, durch wem Gott sich will offenbaren. Weißt du, die ganze Bibel kommt durch das Volk. Die ganze, all die Propheten, wo wir in der ersten Botschaft von reden, die kommen alle durch das Volk. Und so Gott hat ihnen gesagt, er hat sozusagen die Regeln, was sie auf dem Weg wollen holen. Aber sein Ziel ist immer der Messias. Sein Ziel ist nicht das Gesetz. Dort wie ein Titel gedenkt. Und so das Bund hier mit Israel, mit all den Schub und all die Schlachterie, was da und so weiter, dort wie Gott sein Bund für eine Zeit, bot der Messias wird kommen. Das ist, was er hier sagt. Und er sagt, das Gesetz wird boven angegeben, dass wir daran sein können, was sind, dass bot der kommen wird, der uns versprechen wir. Und so das versprechen wir Jesus, aber dort zwischen büht Gott sich ein Volk zu sein. Dort zwischen mögt ein Volk, wo Gott kennenlernen, sie würden für Gott leben, und so dadurch würde Messias kommen. Und dort wird Gott sein Plan der Zeit ever. Er sagt in Vers 23, in das selbste Kapitel, euer der Glaubenscheim, heute hat das Gesetz die Hand über uns, but uns der Glauben soll vergestellt werden. Das Gesetz wird durch uns zu belehren, but Christus scheim. Dort wir durch den Glauben können gerecht vor dich werden. Und weißt du, das Vers, der ist so sehr wichtig. Wenn er sagt, das Gesetz holen, all diese Dinge tun, dort hat sie eine Zeit, but der Glauben wird kommen. In andere wieder, but Jesus wird kommen. Und so das Gesetz wird durch uns zu belehren, but Christus scheim. But Jesus wird kommen. Und wo wir einen Fehler merken, dort ist, wenn wir das Gesetz, von Gesetz holen, wenn wir dort nur noch bei Christus vorbeistreiten. Das ist, wo uns Problem kommt. Und so wie hat es bei Jesus vorbeigetan, und du musst noch das tun, du musst noch dort anhauen, du kannst dort nicht anfuhren, das kannst nicht sein, ja nicht schmecken. Und so ist dort ja das Leben für viele, viele Menschen. Und so sie haben das Gesetz zu sein, ewig gestreikt, oder ausgereicht, bei Christus vorbei. Und so Gott hat das nie Bund geplant. Gott will alles nie mehr. Und in Christus hat er es nie gemerkt. Und so ich will Ihnen some Dinge sagen, ich soll Ihnen stolz sehr horchen, wenn die Dinge, die ich Ihnen will sagen, die hatte ich vorbei, da wir die verdrehen können. Und so ich will Ihnen sagen, horchen, nur was ich sage. Die Bibel ist ganz Gott sein Wort, von Anfang bis Ende. Aber nicht alles in dieser Bibel ist Glücken sei für uns geschrieben. Das andere, was ich sage, ist, dass die Bibel ist nicht Glücken unwarnbar für uns. Und so wie man abpassen, Wort von Port von der Bibel nehme ich mir, zu mein Leben kontrollieren. Und einmal haben wir eine Prophezeiung im Alten Bunt zum Beispiel, und die Prophezeiung ist direkt für Israel gegeben, das hat nichts mit uns zu tun. Und so sie hat zu Israel gegeben, das hat mit ihr Lohn zu tun. Und Gott hat ihr viele Versprechungen gegeben, wenn das lohnt und so weiter. Aber das hat mit Israel zu tun. Aber wie kann man einmal so eine Versprechung dort nehmen und sagen, oh, das ist für mich geprophezeit, ich will das Lohn kriegen, ich will dort kriegen und so weiter. Und so sind Dinge, die wir sehr aufpassen. So, da sind viele so eine Dinge dort. Wie kann Prinzipien lernen? Wie kann, lass mich mal ein sehr lebendes Beispiel geben, was die alle gut kann. Jesus sagt, wat je hier nog aan denkt, Jesus leeft in je oude bund. Hij leeft in het Oude Testament, really. Ik weet, we hebben het Nieuwe Testament, Matthäus, Markus, Lukas en Johannes. Dat wordt het Nieuwe Testament ontvangen in de Bibel. Maar dat is niet waar de Nieuwe Bund ontvangt. Dan moeten we maar klar houden. Jesus leeft im Oude Testament. Zijn leer, wir unjem Gesetz, zijn leer, wird ten Volk, wat unjem Gesetz wie, en dat Gesetz wie jährlich. Dan moeten we maar klar houden. So laat me mal ein Ding sagen, was wir immer brauchen in uns Leben und was aber ein Altes testamentliches Ding ist. Wenn du nicht was vergeben, wird Gott dir auch nicht vergeben. Und weißt du, das schockt uns meist, wenn wir dort sagen, because das Port von der Bergpredigt. Und Jesus lehrt durch, er sagt, wenn du nicht was vergeben, wird Gott dir auch nicht vergeben. Und weißt du, was Lied? Christus dort schafft das Gesetz. Wenn du nicht was horchen, was ist ein Fluch. Das war das Kind erst los. Und viele Menschen gehen sich ran mit einem bedreckten Hort, wenn sie wundern, wenn ich irgendwo wem nicht vergeben habe, wird Gott mir auch nicht vergeben. Und weißt du, das Wort von der Alten Bund, na,
Vergebung ist wichtig. Aber wisst ihr, was Gnade sagt? Gnade sagt, Christus hat die vergebt, nu go und vergeb auch so dort. Kann den Unterschied sein? Und so wie haben so eine Dinge dort in der Bibel, even was Jesus lehrt, da müssen wir verabpassen. Lass mich mal einen Vers lesen. Na bitte, so ich ihn sehe, horcht sei, because ich will nicht haben, die sollen ein Haus fahren und sagen den Menschen in der Gegend, oh, ich brauche nicht mehr Jesus horchen. Das ist nicht mein Punkt, aber horchen wird, was Jesus hier auf einer Stelle sagt. In Matthäus 8, Vers 2 sagt Jesus das. Und Jesus sagt zu ihm, sei du nur, dass du dort keinem sagst. So, Jesus hat hier einen Kranken gesund gemerkt, einen Ostsatz ja. Dann sagt er, sei du nur, dass du keinem das sagst, aber go und stell die den Priester vor und bringen Opfer, so es Moses befohlen hat, als ein Beweis für an. Das ist im Neuen Testament geschrieben. So wer von jünt, wann er einmal gesund geworden von denen, kann man schub euch nur ans Haus, oder nur Steve, oder ein von den Lehrern, dem dort opfern. Hat er das mal getan? Wo wenig. Das ist im Neuen Testament geschrieben. Dort würde das so stehen. Und so wenn wir nicht verstehen, dass Jesus lebt in dieser Zeit von dem Alten Testament, er lebt, er redet und er lehrt den Volk, was uns gesagt wird, und er sagt viele so eine Dinge aus dem, was uns gesagt sind. Und da müssen wir für aufpassen, na, Jesus lebt in dieser Zeit, kann man sagen, wo das ewig ging. Aber Jesus, viele von den Dingen, was er lehrt, und weißt ihr, für uns, und das ist ein bisschen Schock für viele Menschen. Für uns sind Paulus seine Lehren viel dichter bei als Jesus seine. Und wenn Menschen das schocken, das erst wenn, das ist Jesus, dort wir Gott sehen, like, die würde jedoch das Erste und das Höchste sein, so wie der Herr sagt. Er ist das Wichtigste. Jesus ist Grata aus Paulus, da müssen wir immer klar halten. Aber Gott sein Erlösungsplan entwickelt sich. Und so Paulus seine Lehre wird besonders für die heidnische Kirche. Wie sind die heidnische Kirche? Dort, wo ihm Paulus so schrecklich fährten hat, dass er gesagt nicht wurde in der heidnische Kirche nicht. Wisst ihr, was Paulus selbst hat? Ich kann nicht mal sagen, ich dachte, Paulus selbst wie ein Heuchler. Aber wisst ihr, wie man das recht verstehen? Paulus fährt, so soll er so können, dass er gesagt nicht wurde in die Kirche kommen. Das sind die galatische Kirchen. Und dann reisen sie nach Jerusalem. Und dann bereden sie mit den Lehrern, dass die Brücken nicht die Beschneidung haben. Und so dann reist er mit dem Brief in der Hinterfab. Sozusagen, den Brief, was die Lehrer in Jerusalem geschrieben hatten, ohne heidnische Kirchen, dass sie Brücken nicht das jüdische Gesetz folgen, den hat Paulus in der Hinterfab. Und dann fängt der Matthäus durch. Und weißt ihr, was das erste ist? Matthäus beschnitten. Mit dem Brief in der Hinterfab. Und dann denken wir so, aber Paulus, was tut die? Gut hast gefährt für Monaten, und nu das das. Aber weißt ihr, da wir einen Unterschied zwischen der jüdischen Kirche und der heidnischen Kirche. Und nochmal, wir verstehen, das ist ein großer Thema. Wenn ihr in meiner Apostelgeschichte-Klasse warst, dann habe ich da immer davon geredet. Und soweit noch mal war Apostelgeschichte unterrechnen, da müsst ihr da alle sein, damit ihr das klar wird. Aber wir haben zwei Kirchen im Neuen Testament, die jüdische Kirche und die heidnische Kirche. Noch ein Ding, was Paulus sagt, er hat 3 Missionsreisen getan, er hat alle wen gefährt, jene gesagt, und dass das Gesetz nicht würde ankommen. Und dann kommt er nach Jerusalem. Und dann sagt Jakobus zu ihm, weißt du was, du hast ein Gerät darum, dass du das die Juden lehren, dass sie brauchen ihre Kinder nicht beschneiden sie wieder. Und so Tim dort wiesen kostet das nicht so ist, weil wir haben dieses, hier sind Feuerjunges, die haben ein Gelübde. Und dort wir ein Versprechen, was sie mit Gott machen. Und so die haben ein Versprechen mit Gott. Und wie wollen haben dieses mit ihren Toten, dieses du für ihn dort betonen. Weißt du, was das wir? Dort wir ein Opfer durch den Tempel gehen bringen. Und dort, wo sie Paulus festnehmen. Haben wir ein Tempel zum Opfern wieder. Wenn sie müssen sich die Haare aufschäben, Talatz, und die Gelübde sind dort, dann leiten sie sich die Haare waschen. Dann wird das Gelübde durch wieder, dann leiten sie sich den Kopf schäben wieder. Dann wird das geopfert bei dem Tempel mit einem Schub oder was immer, eine Dü, was immer sie haben. Und dort ist, was Paulus steht. Paulus hat Lebenszeit gefällt. Jene hat gesagt, nicht jeder mit einem gesetzlichen Ding mit. Und so wie man versteht, dass das ein Unterschied zwischen dem jüdischen Volk und den Heiden. Und so, das ist, was ich meine, wenn ich sage, dass Paulus seine Lehre, die ist für die heidnische Kirche. Und damit wir sehr klar verstehen. Aber Jesus ist uns nie Bunt. Und ich hoffe, ich habe nicht bloß sehr drahl gemerkt von dir, wenn das ein sehr, sehr großes Thema in der Bibel, was viele, viele Menschen nicht ganz verstehen können.
und dann leben halb im Alten Bund, halb im Neuen, aber wir können nicht wirklich verstehen, dass Jesus das Zentrale ist. So ich will Ihnen das Vers mitgeben, was wir alle hier sein haben in Hebräer 9, Vers 12. Er sagt, er sucht nicht mit Blut von Kosen oder Kalver, dort wieder der Alte Bund, in das Allerheiligste hingegangen. Er ging mit seinem einen Blut in das mit seinem einen Blut ein und für alle Mal in das Allerheiligste dann und hat uns eine ewige Radung teweeggeschafft. Er verschafft. Und zu Jesus als Grata aus dem Bunt. Jesus sein Blut steht je in deinen Sinn. Und du kannst die wählen von dir. Du kannst wählen, in Worten zu leben, in Gesetzen, alle Hunde, Regeln und so weiter, was du never nur kommst. Und du kannst immer unter einen Fluch sein und immer verdammt feilen und immer so feilen, dass du hast es nicht ganz gemerkt. Aber du kannst Jesus annehmen. Jesus hat es gemerkt. Jesus wird vollkommen. Er hält das Gesetz vollkommen. Er erfüllt das. Er hat ein vollkommenes Leben für die gelebt. Er hat ein vollkommenes Tod für die gestorben. Er ist abgestanden. Und du kannst Jesus annehmen. Du kannst den Bund annehmen zwischen den Führer und Jesus. Oder du kannst trägen unter den Bund zwischen Gott und Menschen und immer unter den Fluch leben. Der Wohl ist deine. Aber weißt du, der Wohl ist nicht bloß für das Leben, das ist für die Ewigkeit. Und ich will dir den Mund merken, als die das ganz verstehen, können oder nicht, aber wenn wir Jesus annehmen, wenn wir den Bund annehmen, was er mit den Führer macht, dann weißt du, Gott hat das so angerecht und so versprochen, dass wenn ich als ein unvollkommener Mensch, ich glaube an Jesus, und dann sterbe ich, dann komme ich dorthin, dann steht Jesus da, wo ich soll stehen. Ich werde es nicht merken. Ich sehe ein unvollkommener Mensch. Na, ich sehe ein bisschen besser als die, aber ich sehe ein unvollkommener Mensch. Und ich merke Fehler. Und du das auch. Du kannst nicht sagen von dir, dass du hast gesagt 100% geholt. Du kannst nicht. Aber Jesus hat. Jesus hat und er kann es sein. Er setzt ihm vor an der rechten Hand. Und er regt dir das Evangelium an. Er regt dir das Bund an. Er sagt, glaub an mich. Und dann bist du in das Bund, was zwischen mir und den Führer ist. Und weißt du, wo in dort ein ewiger Bund ist? Because der Führer und Jesus, die waren niemals in Einbrechen, die waren niemals Sünden, die waren niemals das Bund zwei merken. Du kannst den Bund zwei merken, aber sie waren nicht. Und der Bund wird immer bleiben. Weil wir Jesus annehmen. Hier ab mit Versehen die selbst der Seligkeit zu verdienen. Du kannst doch euch, und dein Leben ist bloß schrecklich schwer, und dein Leben ist voll verpleurde Dinge und bloß ein Fluch. Und das trägt dir auf. Komm nach Jesus. Er hat es alle vor dich gemerkt für dich. Bleib dort. Wenn wir abschließen. Ich weiß nicht, wo du bist in deinem Leben. Glaubst du an Jesus? Wirklich in dein Hort? Aber heute hat die anbieten von dir. Komm nach mir. Und ich will dir nicht alle anbieten. Wenn die wollen mit wem zu beten, Luther kommt hier nachher. Ich weiß, dass vor der Tag und die Papas wollen alle ein Geschenk, aber vielleicht wollen die noch erst Jesus annehmen. Aber wenn wir uns leben, in dem Bund, in dem wir zwischen den Fuder und den Sehen ist. Das ist der einzige Bund, was wir vorstellen. Himmlischer Vater, wir danken dir für das neue Bund. Wir danken dir, dass du alles nie merkst. Und Herr, wir weiten, wir leben noch an uns alle Körper, und das ist noch nicht nie, aber du hast versprochen, dass du kommen darfst, wo du sogar ans Körper nie mehr. Aber Herr, von dir haben wir alle Erlösung in dir. Du hast uns jetzt all 100% vollkommen gemerkt. Du hast uns unsere Sünden alle vergeben in Christus, und wir können an die glauben und in das neue Bund sein von dir. Dankeschön, Herr. Herr, ich frage, wenn du Sünden hier sind, wo du nicht die kann. Und vielleicht hast du auch Lebenszeit versucht, mal feine Menschen sein. Sie haben Lebenszeit versucht, mal irgendwie nur gute Dinge zu tun, dass sie würden sich auch fein fühlen. Aber das ist noch näher, was du gekommen. Dann frage ich, dass du von dir auch schon aufdaten, die Uhren und entwiesen, dass sie kann die annehmen. Und du hast den Bund vor dich gemerkt. Wir danken dir dafür. Alle Ehre dir in Jesus' Namen.